Ich bin am schönsten Ort daheim. Ziegerschlitz. Das sagen wir gar nicht. Das sagen nur die Ausländer. Die Aussenkantöner. Die Aussenkantöner, ja. Also kommt davon, was man mit dem Schlitz assoziiert. Ich finde es super. Ich finde es herzig. Nein, jetzt hör auf! Es fragen mich alle immer zuerst, wieso wohnst du da? So, wieso wohnst du da? C'est la nature ici, je vois, c'est bien. Et les populations aussi, ils sont très gentils. Im Glarnerland ist es so schön, die Berge. Also viele sagen ja, sie verleiden die Berge gar nicht. Das ist alles viel zu nah. Ich wohne gerne hier. Ich habe gerne meine Ruhe. So ein bisschen Protest. Da kann man schon leben. Protest an die Adresse der Zürcher. Aber die kommen ja gleich immer dahinter am Wochenende. Ja. Mengenmässig mit knapp 40'000 Leuten sind wir ein Vorort von Zürich. Für den kleinen Kanton haben, sei es jetzt gerade im Sportbereich, haben sehr viel erreicht. Vreni Schneider. Vreni Schneider. Die beste Skifahrerin aller Zeiten. Ganz genau. Sie hat ja mal Gold, Silber und Bronze gewonnen. Ja, mindestens einmal, aber nicht mehr. Und sie kann singen. Ja. Ja, sie macht es einfach. Ein Kaffee am Pisterrand. Ich kenne es nicht. Echt? Nein. Du kennst? Ja. Vreni Schneider. Also bekannt bin ich ja sicher durch Skifahren. Ich meine, auch 3-mal Olympiasiegerin geworden, 3-mal Weltmeister, 3-mal der Gesamtweltcup. Und das Essen finde ich halt auch, da kann man schon auch mithaben. Pastetenbäckeli, Netzbraten Ziegerhöreli. oder Ziegenbrötchen. Ich habe Zieger gern. Sehr speziell im Geschmack. Es schmeckt so ein bisschen nach Frische, nach Alpenpreisen auch. Es hat einen gewissen Anteil senfige Noten drin. Naja, jedenfalls ist es gut. Nein, ist nicht. Was ich auch sehr gerne habe, ist der Alpkäse, Glarner Alpkäse. Glarner Kalberwürst mit Herdäpfelstock und Zwetschgenkompott, das Landsgemeindemenü. Im Glaris haben wir speziell die Landsgemeinde, die ich einführe, mit der Musik zusammen. Also die Magistrate einführen, der Regierungsrat und der Landrat. Und ich bin der Fähnerich von der Harmoniemusik Glaris. Das Heiligtum, die Landsgemeinde, einmal im Jahr. Ja, ich denke, bei den Eindeutigen mehr ist es ja noch gut. Aber wenn es dann knapp wird mit dem Auszählen, ich weiss nicht. Das wird ja dann gut beobachtet. Der Landammann muss ja das dann nicht immer nur allein entscheiden. Ich habe schon die Landsgemeinde führen als Landammann. Leute können das fast nicht verstehen, dass so etwas dann über 650 Jahre immer noch läuft und funktioniert. Das gehört dazu. Also das können sie gar nicht abschaffen. Die Außenstehenden haben einerseits das Glarnerland gerne, weil sie finden, es sei etwas Exotisches. Und auf der anderen Seite haben sie das Gefühl, wir seien auch hinterwäldlerisch. Gesagt nicht über die Glarner Grenzen raus. Das ist sicher von früher, wo sie eigentlich aus den engen Tälern gekommen sind. Wir würden ja auf Kühe in die Schule gehen. Konservativ. Ja, also zu meinen wildesten Zeiten bin ich froh, dass ich nicht da gekommen engstirnig. Das haben sie mir auch gesagt, als ich hier angezügelt bin. Du musst dann aufpassen. Es hört auf. Das ist irgendwann, also es hört einfach auf bei den Bergen. Und es hört auch hier oben einfach auf. Weil sie historisch gesehen nie ein Durchgang waren, sondern immer ein Dead-End. Der Tödi am Ende des Tals ist auch wunderschön. Man sagt ja immer, der älteste Glarner ist der Tödi. Und dann aber ist der älteste Glarner doch nicht der Tödi, dann ist es nämlich der Neid. Oder der Föhn. Ah ja, der Föhn. Oder man sagt zum Beispiel, man soll einen Stausee machen, abschwanden. Wäre aber schade. Ja, ich würde es auch meinen. Wobei ich könnte dort, wo ich leben könnte, oder dort, Würde wo der ich das Stausee Leben unten durchgehen? würde der Stausee unten durchgehen und ich könnte Alpen auf dem See machen. Ich würde einen Kiosk machen und würde Bötchen vermieten. Wird gesagt, man könnte eher ein bisschen rückständig sein. Dabei ist genau das Gegenteil der Fall. Zielorientiert. Bodenständig. Und stolz, das sagt man auch noch. Stolz darüber, ein Glarner zu sein. Wir waren die Ersten, die weltweit unsere Produkte vermarktet haben, vor 200 Jahren schon. Also die Textilindustrie war natürlich früher sehr bekannt. Ich habe Glarner natürlich in allen Farben, von grün, blau, rot. Das ist dann nachher so ein ganz spezielles, ein wunderschönes Rot. Rot haben sie aus Mist gefärbt. Das Rot hat man mit
Kuhurin fixieren und darum ist es so kräftig geworden und darum ist es eine der natürlichen Farben. Als wir das in der Schule alles durchgenommen haben, da bin ich immer am Skifahren gewesen. Was haben wir noch? Gibt's noch? Les différents dialectes. Also mich haben immer alle im Dialekt gesagt, ja, die Ausdrücke. Ich habe gesagt, komm, wir gehen zu Abendessen. Und das heisst ja zu Mittag. Ein gespeizter Vater. Und das ist, wenn ein Mädchen, der Bub, dem Vater sehr oder der Mutter sehr ähnlich ist. Trocken wie ein Käferfüdle. Fäg ist ein kleines Schwein. Wir machen etwas Ettis. Wenn man sehr, sehr neugierig ist, willst du wie am Fühl hören. Ich gehe boten. Das ist posten. Botengänge machen. Ein Bleili, Bleistift. Er hat es nur wegen dem bunten Öri gemacht. Mit einem bunten Öri? Was ist das? Das ist wegen der Erdbullonör für die Auszeichnung. Wo die Franzosen da waren. Ja gut, dann kommen wir noch das Gellerätli, oder? Das Gellerätli, das Fatzelätli. Säurli. Gelöretil. Ja. Es ist ein Ort zum Leben. Ein schöner Ort zum Leben. Es ist ein Ort, wo eine Entwicklung in der Vergangenheit durchgemacht hat. Und ich manchmal froh wäre, sie würde sich noch mehr entwickeln.